Oh ja, das war die Welt. Oh ja. Servus Freunde, willkommen zurück. Super Mario Sunshine. Auf der Jagd nach den letzten geheimen Insignien der Welten. Und auch nach dem roten Münzeschalter. Wie könnte es anders sein? Es wird spaßig werden. Yeah! Bin ich vielleicht ein bisschen zu weit, weil ich weiß nicht genau, ob da unten noch einer ist. Nö, war keine, super. Also den Fail sparen können, weil es nachher fürs nächste Mal sollte wieder runterfallen. Wobei man hat, glaube ich, relativ viel Zeit, wa? So. Ne, das ist zu wenig. Braucht ein bisschen mehr Schwung. Das ist schon wesentlich besser. Da will ich das Spiel so kennen. Hier ist hier noch eine. Jo. Nein! Ah, fuck. Okay, wie das geschafft, aber kein Plan. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, ich brauche viel zu lange. Gut, ich weiß, nicht, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo jetzt überall die Münzen waren. Wäre ich der Letzte? Ah, da hinten, okay. Aber das ist möglich, das ist durchaus möglich, vor allem wenn es nicht einen Fehler macht, wie ich jetzt zu Beginn, und dann nochmal runterfalle. Also, da hatten wir schon schwierigere Welten. Also schwieriger jetzt, was die roten Münzen, diesen Geheimpassagen betrifft, ja. So. Was zum... Oh. Mario macht einen Rückwärtssprung. Dankeschön. Nein! Meine Güte. Aber jetzt klappt nichts. Wo habe ich jetzt einen übersehen? Oh nein, da unten, warum haben wir die übersehen? Die haben sowieso kein Wasser mehr. Vor allem durchdrehen. Kein Plan, wie ich die übersehen konnte. Beim besten Willen nicht. Vorhin hatte sie noch. Scheiße. Gut. Wow. Das wird jetzt noch hier fehlen. Jo. Ich habe sie getriggert. Freunde, wir sehen uns gleich wieder mit dem perfekten, beziehungsweise nicht perfekten, aber mit dem funktionierenden Run. Bis gleich.
Ja, und so einfach kann es gehen, muss es aber nicht. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, warte mal, kann ich bitte mal ganz kurz gucken, nicht dass ich irgendwo falschen Weg gehe. Okay, muss bloß da lang. Bloß ist gut. Gott sei Dank. Ich habe wieder 2 komplette Leben verbraucht. Teilweise durch blödsinnige Fails, wo man sich einfach nur wieder an den Kopf fassen muss. Also ich würde sagen, die Hälfte davon war mein eigener Fail und die Hälfte davon war einfach ein bisschen so spielmäßig von wegen, das geht? Oder das kann passieren? WTF. Aber ey, shit happens. Wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Das heißt, uns fehlen jetzt echt nur noch 2 im Plaza de la Palma. Wie wir da hinkommen, das ist klar. Brauchen wir schnell eine andere Düse. Da geht einem ja schon fast die Düse. Danach, Freunde, haben wir alle geheimen Insignien der einzelnen Welten. Außer halt hier der Oberwelt, da fehlen noch ein paar. Aber die würde ich sowieso, wie bereits erwähnt, erst nach dem Betreten von Chrono Mountain machen. Beziehungsweise nachdem wir dort gegen Bowser Jr. gecatcht haben. Wovon ich ausgehe. Plus Peach retten, vielleicht gegen sie catchen, wer weiß das schon. Einige sagen natürlich so von wegen, oder jetzt denken sich vielleicht einige von wegen, weiß ich das wirklich nicht, wie das funktioniert. Doch, ich weiß natürlich schon, wer uns da oben erwartet, aber für die vielleicht es nicht wissen. Und ja, es ist natürlich trotzdem Bowser Jr. Also der ist, ich glaube, doch, das kann man so sagen, der ist sowieso da oben. Der muss sogar da oben sein. Ach du Scheiße. Das ist nicht euer fucking Ernst. Okay, ich mache erstmal den hier. Ja, es gibt ja auch 2 Secret Insignien. Die eine ist die hier, das Geheimnis der anderen Seite. Das heißt, da, wo wir mit diesen tollen Werfern interagieren müssen, aber das mache ich zum Schluss, weil das wird mich nerven, Chaos bisschen geht nicht mehr. Deswegen mache ich erstmal den hier. Münzen beim Papusfest. Offenbar ist der relativ simpel. Ich muss noch ganz kurz gucken, wo ich da genau hin muss. Okay, gut, simpel ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir erinnern uns an die Welt, wo es darum ging, sich rüberwehen zu lassen, an diesen seltsamen Papus-Dingern. Ich gehe mal davon aus, dass sie so heißen. Was ja auch ein bisschen, naja, lustig war. Und wir müssen eigentlich da hoch, kann man schon mal sagen, da hoch. Wo eine rote Münze war. Jetzt kann man überlegen, wo zum Henker war jetzt hier eigentlich eine Rakete. Beziehungsweise die Raketendüse, die suche ich ja gerade. Ja, doch irgendwo hier oben. Ah, hier. So, warte mal. Wenn ich jetzt schon mal so eine Art Komplettlösung habe, wo mir beschrieben wird, wie ich irgendwie wohin komme, dann will ich dann ganz kurz mal gucken, wie es denn der Typ hier gemacht hat. Ernsthaft, der ging hier hoch. Ja gut, also... Nee, das nicht funktionieren wird, wissen wir ja. Wobei, doch, irgendwie haben wir es ja geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genau gemacht haben. Das war irgendwie ganz creepy, irgendwie so. Offenbar doch nicht ganz so. Ah, ich hasse das. Hä? Ja, komm, verarsch mir doch einfach noch Spiel.
Okay, dass er jetzt durch das Ding durch konnte, war mir jetzt auch neu. So, haben wir einen neuen Schub, wenn man so will. Ja, sorry, ich muss ganz kurz stumm schauen, weil ich gerade genießt habe. Warte mal, kann jetzt nicht so schwierig sein. Ich komme eigentlich so schon relativ hoch. Das ist ein Witz an der Sache. Nicht so hoch wie ich müsste, außer ich versuche es vielleicht hier. Wobei, da haben wir auch schon mal gemacht, aufs Blatt. Nee. Ich verstehe nicht, wie man hier problemlos hochkommt. Ah, ja, vielleicht einfach so. Okay, der klappt leider nicht. Schade. Gut. So. Nein! Warum passiert mir so ein Scheiß immer? Ganz ehrlich. Mann, ihr wollt eigentlich bloß in die Mitte. Du kannst halt nicht abschätzen, weil du siehst ja nichts. So wie jetzt hier. Woher hätte ich jetzt wissen sollen, dass ich da zu weit springe? Oh mein Gott. Hä? Okay, nee, komm, da ist man zu blöd. Ich mache schnell einen Cut, Freunde, bis wir da sind, weil das... Nee, da wäre sonst meines Lebens nicht mehr froh. Bis gleich. So, bin zwar noch nicht ganz oben, Freunde, aber wisst ihr, was auch eine Option wäre? Einfach die Kamera nutzen. Für was auch eine tolle Funktion, ja, nicht wahr? So, bin ich hier. Haben wir uns noch mal ganz kurz angeguckt, wie andere das gemacht haben, andere YouTuber. Ganz ehrlich, die hatten auch nicht unbedingt die besseren Tricks drauf. So. Also nicht unbedingt, also man hat jetzt gesehen, ich war jetzt nicht unbedingt direkt am Stamm dran zum Hochspringen, sondern ein bisschen weiter weg, also eigentlich eher außerhalb der Plattform. Und dann halt, ja, hochspringen, also beziehungsweise einfach so machen, Ding laden, hochspringen und dann einfach nach vorne drücken. So, jetzt sind wir also hier. Und jetzt also soll hier die Secret Insignie folgendermaßen sein. Wir sind hier oben und sollen da rein. Alter. Okay, auf die Idee muss er erstmal kommen, ganz ehrlich. Ist aber cool. 99. Damit fehlt wirklich nur noch eine einzige Insignie. Also Geheiminsignie in einzelnen Welten. Aber, wie es oftmals so ist, ich habe natürlich wieder mal das Schwierigste für den Schluss aufgehoben. Und ja, wir fangen jetzt mal damit an. Ob es zum ersten Mal klappt, die Chance liegt glaube ich bei 0,00001%. Aber hey, wir haben ja Zeit und ich werde sowieso zusammen cutten und so. Jetzt sind wir bei 14 Minuten. Also wir können davon ausgehen, dass das in dieser Folge schaffen. Da heißt, nächste Folge wird dann noch die 100 Münzen-Insignien sein, die ich eigentlich vor allem offscreen sammeln werde. Das schon. Aber auch halt zeige, welche Welt auf am idealsten wäre und so. Und dann haben die, ich glaube auch, ich will ganz kurz mal gucken, wenn ich da wirklich die 100 Dinge noch sammle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hätten wir 105 Insignien insgesamt. Da heißt eben 15 würden noch fehlen. Ein paar doch blaue Münze. Ja, verdammt viele blaue Münzen. Ja, aber die würde ich dann auch noch in einer separaten Folge machen. Ich glaube, danach, nach der Folge mit den 100 Münzen-Insignien, würden wir uns nach Corona Mountain begeben. Und das Spiel mal durchspielen. Weil eben, ich kann sowieso nicht alle Insignien und alle blauen Münzen sammeln, bevor wir das Spiel einmal durchgespielt haben. Also sprich die Story einmal durchgemacht haben. So, erstmal zu Yoshi.
Ja, blaue Münzen müssen eigentlich doch relativ viele fehlen. Ich habe jetzt zwar, währenddem wir jetzt letzten Geheiminsignien geholt haben, jetzt in 2, 3 Folgen, habe ich gesehen, dass doch mitunter noch irgendwie 2, 3 entdeckt gehabt. Weil mich das auch gefragt habe, warum habe ich die vorher schon geholt. Aber naja. Übersehen kann man sowas mal noch schnell. Insofern ist ein Weg so wild, also ganz ruhig. So ein scheiß Wind nicht killen kann. So, hier wäre eine bessere Kameraführung durchaus froh. Genau. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso Yoshi das Leben nicht einfach so snacken kann. Naja. Ist halt Yoshi. Der macht sowieso, was er will. Unser aller Lieblingsdino, wa? Knapp, ich dachte ernsthaft, dass da jetzt irgendwie... Mann! Auf die Kamera plötzlich wieder umschwenkt, so von wegen... Ey, ja, du willst gerne die Kamera so und so haben? Okay, ich justiere sie dir manuell nach. Ist das in Ordnung? Und ich so, nein! Mach den Scheiß doch nicht. Nein! Okay, das ist ein Nachteil an Gamecube-Steuerung. Dass ich nicht genau steuern kann. Also eigentlich geht es darum, einfach stillstehen. Und dann für Yoshi Mund auf, damit er halt spritzt, beziehungsweise wir generell aus dem Stand raus unser Wasser versprühen würden. Haben wir manchmal das Gefühl, ist das ein bisschen ungenau. Ja, werfen. Petri Heil und so, wa? Problem ist natürlich hier vor allem, dass ich halt echt die Typen angewiesen bin. Einen Zeitdruck habe. Ich guck mal ganz kurz, worauf ich da irgendwie achten muss. Okay. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir hier mal gesagt haben, hey, gibt es noch irgendwie noch so ein paar Plattformen, wo wir gar nicht drauf müssen? Unter anderem eben so einen Typen, der da hinten jetzt zum Beispiel brennt und so. Ja, jetzt müssen wir da hoch. So. Ja, ich merke schon. Du bist einer, der gerne wirft, der es offenbar auch kann. Die Frage kommt, würde ich da auch mit dem Dreck weg? Ich weiß nicht genau, ob er da auch so... Wisst ihr was, ist mir scheißegal. Klappt ja auch so, okay, gut zu wissen. Dass wir Typen gar nicht angewiesen bin. Was mich irritiert, ist aber erst 5. Die sind alle da drüben. Ich schaffe natürlich nicht mehr. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Arrivederci, ja. Hasta la vista, Mario. Super Mario. Ich werde langsam einen Lebenspilz einsammeln, wobei... Also, man sieht, ich brauche die Typen gar nicht zum Springen, das müsste auch so klappen. Der einzige vielleicht ein bisschen tricky ist, gerade der Typ hier am Anfang, weil ich drauf springen muss. So. Den Rest, wie gesagt, müsste ich eigentlich auch so schaffen.
So. Das kann knapp werden. Uff. Nein! Wo schießt du mich denn hin? Hä? Okay, krasse Flugkurve. Ah ja, Mist, nicht vergessen, vorhin nicht vergessen, muss ich immer die Richtung, in die ich gucke, wirft er mich auch. Ah, okay. Aber jetzt vor lauter Euphorie, weil ich mir dachte, hey, ist doch gar nicht so schwer. Das ist doch voll verkackt. Ja, viel Glück. Mhm. Ich merke schon. So. Dann haben wir die. Machen wir die direkt auch mal noch. Ja, geh erstmal hier lang. So. So, etwas, was durchaus machbar ist. Los gucken. Okay, ist da vorne. Komme ich da so rüber? Ich hoffe schon. Kann natürlich ihn fragen, kannst du mich wieder rüberschmeißen? Aber wenn du mich jetzt irgendwo hinschmeißt, wo ich gar nicht hin will. Wieso was? Selbst ist der Mario. Oh mein fucking Gottness. Und ich würde sogar sagen, anhand der Partlänge, perfekt beendet. Zum einen, wie gesagt, 100 Insignien, das ist eine schöne Zahl. Und es fehlen jetzt noch insgesamt 20. Und 8 davon, wenn ich nicht täusche, oder 5 oder 6 irgendwie. Das sind nicht mehr so viele. Trotzdem, wow. Alles voll. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 5 Stück. Sind die 100 Münzen. Die holen wir uns nächste Folge. Dann sind wir bei 105. Und dann, dann haben wir jetzt lustig. Dann haben wir 105. Vielleicht 106, 107 noch mit dem, was ich nach Golden Mountain machen kann. 108, was ich aktuell in blauen Münzen noch habe. 109, wenn ich noch mal 5 finde. Das heißt, es würden noch 11 Stück fehlen. Also in anderen Worten, uns würden noch irgendwie um die 110 blaue Münzen fehlen. Lecco mio, hey. Wobei, eben war noch nicht Golden Mountain drin, da kann es noch ein paar blaue Münzen geben. Aber es, ja, ich meine, klar, wir haben sicher mitunter in der ganzen Welt noch ein paar blaue Münzen übersehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sicher nicht um 110 Stück. Wobei, wohlgemeint sind 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also ein Piazza Delfino haben wir, glaube ich, keinen mehr übersehen. 7 Welten. Ja, trotzdem viel. Pro Welt 10 blaue Münzen übersehen. Ja, aber da kannst du auch schnell summieren und dann hast du das und jenes noch. Gut, wir sehen es ja, deswegen will ich die blauen Münzen erst am Schluss machen, wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben. Weil dann sehen wir es ja auch, wie es genau sein wird. Aber das erst in der übernächsten Folge. Nächste Folge erstmal die 100 Münzen Insignien. Das könnte relativ gechillt sein. Wollen wir es hoffen. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Super Mario Sunshine. Ciao zusammen.